Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei dieser Sendung live aus dem Europaparlament. Wir berichten nicht, wie gewinnt zu summen mit Isabel Wieseler über die Aktivitäten live von Straßburg. Das haben wir natürlich eine ganz spezielle Session, weil ich meine, die heute mitkriegt, es gibt einen großen Korruptionsskandal, wo auch ob manst ein Europadeputiert Vizepräsidentin, freie Vizepräsidentin vom Europaparlament dran verwickelt das sind Sachen, die außerhalb vom Europaparlament geschieht sind, mir natürlich immens viel Reperkussionen op als Erbestlo am Europaparlament hun. Du hast eine Vizepräsidentin aus Griechenland, die so wie es am Moment ausgeseit, größer Summen Geld entgegengeholt hat und noch dementsprechend dann Positionen vis-à-vis vom Katar am Europaparlament ergriffen hat. Das ist natürlich dramatisch und das wirft ein immens schlecht Licht auf die viel gute Arbeit, die hier im Europaparlament gemacht wird. Und da muss mir wirklich abklären, was genau geschieht. Das ist etwas, wo das Parlament selber sich nicht viel Einfluss kann darauf haben, wenn es eine kriminelle Aktivität ist, die außerhalb vom Parlament geschieht. Trotzdem muss ich aber auch sagen, dass es gut, dass der Toten abgeflohen ist. Das ist auch ganz klar Zeichen, dass man so Reibertricken auch nicht durch können. Da muss man gucken, dass die Fall restlos abgeklärt wird, dass du wirklich alles auf den Tisch könnt an eventuell Leute, die noch mit dranhängen, am Parlament bannen dran. Wir waren von außerhalb, dass die zur Rechenschaft gezogen und noch die Strophe kriegen. Das geht nicht. Wir haben generell ein großes Problem, dass Drittländer, verschiedene Drittländer, die uns nicht gut wollen, probieren Einfluss auf die Politik zu haben. Wir hatten für gut 3 Wochen im Europaparlament eng Cyberattacke op als ein Internetsystem, dat de ganze Netzwerk während bei einem halben Tag lahm gelöscht huet. Dat hat doch dazu dient, dat man ein ganz konkret a Festresolution gegen Russland geholt hun, wo man auch Lächtkeier Bericht hun, wo man gesot hun Russland wie am Moment firgin, dat ein terroristischer Staat hun se so qualifiziert an dat wat natürlich op der anderen Seite doch geheier von huet. Dann haben sie einen Cyberattacker gestartet. Das sind Sachen, wo probiert wird, als Demokratie an die Wackeln zu bringen. Das werden wir nicht zulassen. Wir werden mit allen Mitteln dafür gehen. Absolut. Du hast doch gesagt gehabt, das kann ich nicht verstehen, dass verschiedene Leute effektiv das Europaparlament vorstellen. Wir haben immens stark Regeln hier am Parlament. Das, was wir machen, ist extrem transparent. Viel mehr wie auf vielen anderen Plätzen, noch auf Nationalparlamenten. Zum Beispiel gehen als Komiteesitzungen alle Gurten live überdrohen. Und dann haben wir nicht nur, dass in dem Moment doch gucken kann, aber sie sind auch noch archiviert. Es kann ihnen immer nach ein Jahr noch gucken. So auch die Sachen, die so gesehen über Katar, wie sich dazu geäußert wird, das kann in einem Moment alles Internet no gucken. Und nicht nur die Polizei. Jede Verbierger kann gucken gehen. Wir sind eine ganz transparente Institution und ich will das wirklich verteidigen. Also, die Arbeit, die wir hier machen, es gibt so viel gute Arbeit hier gemacht. Wir sind aber ein demokratisch gewählten Organismus, wie es kein anderer an Europa gibt. Das ist extrem groß. Und das wirklich schuld, dass weil verschiedene Leute wirklich manifestement, also muss nicht aufwerden, dass der Prozess kommt und dass schuldiger Gespräch gehen. Dafür muss ich aufpassen, wen von denen Sachen schwätzt. Mit schenkt aber manifest Sachen geschieht zu sein. Es kann nicht sein, dass Leute kriminelle Aktionen hatten, die nicht am Anfang mit Regeln vom Parlament zu tun haben. Das sind die sind ja gegen die Regeln von einem Land gegangen. Das ist einfach eine kriminelle Aktion. Es wird nicht damit dazu dienen. Die eine Institution, keine Institution auf der Welt kann sich Regeln geben, die verhindert, weil das kriminell. Die belgische Justiz, die das dort auf die Liste geholt hat, ich meine, das hat auch damit mit dieser Transparenz zu dienen. Madame Kaili hat an der Plenär einen Diskurs gehalten, den ist natürlich auch dir aufgefallen, wo sie dann ein ganz positiv
Postur ageholt huet dem Katar gegenüber, wo sie gesot hat, sie hatten immens Progrès gemacht a punkto Arbeitsrechte etc. a Menschenrechte, wat natürlich auch opgefallen ist, weil hier ege Fraktion majoritärement net op der Linie waren. Dann dat sind die Indizien, die auch dazu gefauert hun, wie nach do méi mengglisch an den Detail wollen zu go, weil der toten ass opfällig an schmengen das wirklich die Transparenz, die mir hun noch ein Transparenzregister, der Techt wann schlo Rapporter sind op engem Dossier an gesinn, zum Beispiel eng ONG, ja da muss Staat ugin, dat ich gesinn hun. Kondition ist natürlich, dat do auch agedroge sind an die heiten ONG. Deckmäntelchen ONG will ich so, weil man solle net an ONG du mat an de Kaka zeien, die ganz proper nur de Regel funktionieren. Ich meine, dat muss ich noch so die war gunnet an dem Register agedrohen. An da ein Problem. Und du musst in der Stadt wirklich op die Lichtwelle mit trotzdem auch der Transparenzregister wat weit geht, dat interinstitutionell ass aber trotzdem net wie soll es so Lesung gegen all Probleme als net Lesung gegen kriminell Aktivitäten derheiten ass dat ganz klar. Ich menge mir als Parlament stehen du war ganz klar, dat der toten opgeklärt mat Konsequenzen se, die muss zugehen. Christoph, ich denke, dat man effektiv hedrauser sollen eng Opportunität machen, fir nach ein Kier not zu gucken, wéi man wat als Prozedure sinn, wat als Regel sinn, aber man können es ausbessern, da soll man doch wirklich schmeren. Mit sollen awer net afrostellen, einfach ganz erbecht vun de Parlamentarier an noch Parlamentarier net afrostellen. A genau selwech will nach en Keer so, weil ich wirklich auch oft op insistiert hun an den lechten Deeg, selwech wie mir reis schlecht fielen, weil du Parlamentarier schlecht gehandelt hun. Es is sicher dat och verschiedene ONGen se schlecht viele, weil sie wissen, wat frilich dann op eng ONG dann lo könnt. Dufir derwind kein Amalgam machen. Ja. Die meisten ONGen ball Totalität von der mischt eng fantastisch erbecht. Auch sie, die wirklich die Erbecht gut machen, die auch wollen Transparenz, so wie mir Transparenz wollen. Ja. Dafür kein Amalgam machen, sich wirklich bewusst sind, dass Datei eine kriminelle Aktion ist, die für ein Gericht muss kommen. Ganz genau. Wir haben als Konsequenz schon gezogen. Wir haben Eva Kaili als Vizepräsidentin das Woche aufgewählt, eine Dünschnummer gemacht. Mit einer quasi Unanimität. Es sind zwei Personen, die sich enthalten haben, eine Person, die dagegen gestimmt hat. Ich muss noch nur gucken, wen das war. Oder ich meine, auf alle Fall kann auch sein, dass sie sich beim Knapperscher Dricken geirrt haben. Aber das ist auf alle Fälle ganz klar schon von unserer Seite. Madame Kaili, wenn sie ein bisschen eher an der Panz hat, da gibt es auch zurücktreten, bis well nähert sie nach Fakten. Ich meine, mehr evident wie der Tote war, kann es eigentlich nicht sein. Wir stehen dafür, dass der Trash wirklich restlos abgeklärt wird. Und der Tote kann nicht sein. Und da muss man als alle Mittel an die Hand holen, für den Toten zu machen, dass der Toten an der Form nicht mehr passieren kann. Merci für die Nolaustrand. Merci für die Nolaustrand.